Die Pelzer-Eck im Himmel, ein Traum von Lina Sommer. Ehe ich anfang, das Geschichtel zu erzählen, sag ich noch einmal, wie schon oben angedeiht, es ist ein Traum und für Träum ist man bekanntlich nicht verantwortlich. Also, um's kurz zu machen, ich hab geträumt, ich wär gestorben und wär, wie das bei einem Menschenkind von meinem Schlag ganz selbstverständlich ist, direkt nuffgeflogen in den Himmel. Wie ich dann so gehe oben, ganz leise und bescheiden, an der großen, eschene Himmelsder anglopp, da ruft's von drin raus, Himmel, Erd, Ständer, denn hat mir dann Tag und Nacht keine Ruhe, wer ist dann jetzt schon wieder draus? Ich verschreck natürlich nicht, wenn ich bei meine schwachen Nerven und bring vor lauter Ängste nix anderes raus als ach, entschuldigen Sie doch, ich bin's. Ja, gut, so kennt ja jedes kommen, krieg ich zur Antwort, und gleichzeitig wird ein Schiebfensterchen aufgemacht und dem Petrus sein gewaltiger Kopf guckt raus. So, du bist's, lacht er für sich hin. Das hätt ich gleich sagen können, für was die Heimlichkeiten. Die musst du dort abstreifen. Ich hör ein Schlüsselbund klappere, die der werden Spalt aufgemacht, ich schlupp neu und steh in einer schönen großen Vorhall, so eine Art Empfangszimmer, wie ich mir's drunne auf der bucklige Welt für mich selber oft gewünscht hab. Die Wände waren von oben bis unten mit schokoladbraunem Holz getäfelt, ein paar bequeme Sessel mit geblümmelte Kartonüberzieh sind rumgestanden. In der Mitte war ein allmächtig großes Stehpult mit me porzellanene Dinde und Sandfass, auf wenigstens 150 Mark hab ich's taxiert, und an der Wand entlang waren mordsdicke, handfeste Regale angebracht und dort drauf sind in Schweinsleder gebunden und mit silbernen Schlösser beschlagen, allmächtig große, schwere Bücher gestanden. Aha, ein illustriertes Konversationslexikon, habe ich mir gedenkt. Der Petrus weist auf den Sessel und sagt, so, Dolle, jetzt wollen wir erst einmal deine Personalie feststellen. Wie das erledigt war, langt er an so ein Regal und holt bedächtig eins von deiner großen Bücher runter. Mit S war's bezeichnet. Da blättert er eine Weile drin rum und, weil's gar so lang gedauert hat, sag ich, Herr Petrus, erlauben Sie, vielleicht stehe ich noch mit meinem Mädchennamen unter M. Müller habe ich nämlich Käse. Ruhig, sagt der Petrus, behalt deine Weisheit für dich. Meine Bücher sind in Ordnung und das Heiratsregister wird auch nicht vernachlässigt. Damit deit er auch schon mit dem Zeigefinger auf den Namen. Ich stell mich auf, groß genug bin ich ja, und spitze ihm so ein bisschen über die Achsel. Und richtig, da steh ich. Sommer, Lina, geborene Müller aus Speyer, und im Betragen und in den Leistungen habe ich blanke Einserkarte und auch sonst lauter gute Noten. So, sagt der Petrus und gibt mir ein Batschand, brauchst kein Examen mehr zu machen, du hast dich dabei gewehrt und hast mit Ehre bestanden, mehr nehmen dich anstandslos auf. Kannst du zu mir sagen, da habe ich im Himmel wird nicht gesiezt, und jetzt komm mit, Liebe, dass ich dich zu deiner Landsleit führt. Damit schlacht er an der Seite eine große Samtportiere auseinander und gibt mir so einen kleinen Stumper, dass ich ein paar Schritt vorwärts komm. Ich war nämlich, wie ihr euch denken können, ganz geblendet und verblüfft von all dem helle, silbrige und goldige Glanz und Schimmer. Wie sich mein Auge ein bisschen dran gewöhnt haben, da seh ich einen langen, hohen Saal. Es war gar kein Ende abzusehen. Die Wände waren von lauter venezianischem Spiegelglas. Die Deck war himmelblau mit lauter silbernen Sternchen. Ein Duft war wie von lauter Maiglöckchen und Veilchen und Heliotrop. Und eine Musik und eine Melodie ist auch über all dem gelegen, noch viel feierlicher und schöner als wie in der Allerheiligen Hofkirche in München. In der Mitte waren breite, freie Gang und rechts und links in der Reihe sind lauter goldene Stühle und Sessel und Schemelscher gestanden, und auf jedem ist ein Engelchen gesessen, dicke und dünne, alte und junge, kleine und große, leichte und schwere.
die haben mir all so lieb zugenuckt und haben so zufriedene, verklärte Gesichter gehabt. Und so schneeweiße Glätscher mit goldenen Flickel dran, dass ich mich hab gar nicht satt sehen können. Die helle Tränen sind mir aus der Ache gelaufen. Der Petrus ist marschiert wie ein Infanterist, ich als hinten hoch, aber schließlich ist mir der Atem ausgegangen. Petrus, hab ich gesagt. Och geh, jetzt lass mich doch ein bissel ausruhen. Guck selber, ich kann ja mit dem besten Willen nicht mehr. Ich hab mich drunten auf der Welt so viel dummle und bloge und abrackern müssen. Jetzt lass mir halt ein bissel Zeit, dass ich mich verschnaufen kann. Ist es da noch weit, bis wir zu meinen Pelzer kommen? Ja, und warum hocken wir dann eigentlich so hinten draus? Der Petrus gibt mir ein Schämelchen, lacht so verstohlen und fängt an zu erzählen. Jetzt pass auf, das war eine schöne Komödie. Weißt, sellemals, wie der erste Pelzer, der Schösch aus Dergem, in den Himmel gekommen ist, da war alles gut und schön. Er hat pariert, schon der helle Start. Und da haben wir ihn halt zwischen neu unter die anderen Engel gesetzt und er war mucksmeißelstill. Ein paar Tage später kommt der zweite Pelzer, der Schau aus Bermesens in den Himmel. Wie jetzt der Schösch den Schau kommen sieht, fängt er an zu pfeifen, zu winken, zu kreischen. Alla Schau, hopp, da komm her, setz dich neben mich, da ist grad noch ein Plätzl für dich frei. Kaum waren sie eine Viertelstunde beieinander, da haben die dermaßen disputiert und renommiert und krakeelt und so ein Mordsspektakel gemacht, dass man sich schon die Ohren zuhalten müsse. Und wie dann noch mehr Pelzer dazugekommen sind, da hat man sein eigenes Wort nicht mehr gehört, vor lauter Getrubel und Händel und Gekrisch. Petrus, was meinst, hat der liebe Herrgott gesagt, was fangen wir dann mit der Gesellschaft an? Ja, da ist guter Rot, da ja. Rausschmeißen wollen wir sie nicht. Warum? Es sind halt Pelzer und für die Bösche habe ich von jeher eine ganz besondere Vorlieb, mitsamt ihrem Ländchen. Nimm halt die ganze Bagage mal zusammen und gib ne ein extra Plätzl so hinten raus. Da stehen sie niemand und können ihr Bosse und ihren Uts weitertreiben. So haben sie ihr Plätzl gekriegt, Pelzer, Eck hab ich's gedarft, und seit sie so isoliert hocken, haben wir im übrigen Himmel unser Ruhe und unseren Friede. Natürlich war ich jetzt arg neugierig, das Pelzer Eck im Himmel kennenzulernen und bin flott weitermarschiert. Auf einmal hör ich von fern kreischen, halt Philipp, da wird nicht gemogelt, wat ne, Alterle, wann ich dich verwisch, dann geht das schlecht. Und wie wir noch ein Stückchen weitergehen, da seh ich so einen handfesten Tisch mit lauter Schoppegläser und leere Flaschen. Der Tubakrach steigt mir in die Nas und da find ich sie, mein Landsleid. In einer lange Reihe beisammen sitzen, der Schösch, der Heiner, der Kall, der Matthäus, der Schau und zwischendrin die Gustel, die Frenzel, es Treitsche, es Biensche, es Lotsche, es Lähnsche und noch viele andere, wo ich noch gar nicht gekannt hab. Petrus, fängt der Kall an, da guck er, es is alles leer bis auf der letzte Tropfe. Was loste uns dann so drucke da sitze? Meinst du vielleicht, ich hätt da davor so rechtschaffen gelebt und gestrebt drunter auf der Welt, dass ich jetzt da habe Hunger und Durst leiden soll? Aber da drauf war's nicht gespitzt. Schicke mal ein paar Flaschen Speyerer Bier, Störche oder Sonnenbräu und ein Blatt voll Knackwurst und ein paar Handkäse. Wäscht so recht schöne, weiche, durchene und vergess auch die Fastenbrezel nicht. Und meine Frau, die Bienchen, die möcht gerne Tessel Kaffee, aber koffeinfreie, dass sie sich nicht so echauffiert, und ein Stückel Quetschekuchen oder Zimtkuchen oder Zwiebelkuchen, was halt grad hast. Und morgen, denk dran, ist Sonntag. Da stellst du uns ein paar Flaschen vor der Kirchenstück parat und sorgst für ein Gänsel mit Käste für mittags und für Leberknepp mit Kopfsalat zum Nachtessen. Wie ich mich jetzt durch Husten so ein bisschen bemerkbar mach und hinter der Marmorsäule, an die wo ich mich angelehnt hab, rauskomm, da steht auf der anderen Seite vom Tisch einer auf, deit auf mich her, so dass ich ganz rot geworden bin und kreischt: Jesus, Herr Leiter, gucken hier, jetzt kommt die auch noch.
Hat die Himmel verdient? Halt dein Schnabelheuner, die hatten 10-mal mehr verdient wie du, sagt o eine wohlbekannte Stimme, und wie ich mich rumguck, wer mir dann so schä die Stang halt. Da steht leibhaftig der Willi vor mir, mit dem, wo ich sellemals, wie ich noch ein jung, schärreich Mädchen war, bei der guten Dalen in Mannem in die Tanzstunde gegangen bin. Lienche, Lienche, liebe Lienche, sagt er, und die helle Tränen sind ihm über die Ache, in der Ache gestanden. Der war nämlich von jeher ein bisschen sentimental veranlagt. Was meinst wie hab ich mich auf dich gefreut und wie hab ich gebast und gebast, Tag für Tag, dass du endlich kommst. Bald wär mir ja die Geduld ausgegangen. Wart, ich schieb dir ein Fauteuilchen her, da, setz dich neben mich. Was wäre mehr uns alles zu erzählen haben, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Gell, Lienchen? Ich hab mich so recht gemütlich in einen schönen, goldenen Sessel neu gekuschelt. Es war mir so wohl, und wie wir so in der besten Unterhaltung drin waren und unsere ganze seelische, fröhliche Jugendzeit haben aufleben lassen. Da fangt's an zu rattern und zu knattern und zu spektakeln und zu rumoren. Es war mei alte, nichtsnutzige Weckeruhr, wo mich aus der idealen Pelzereck im Himmel hinausgetrieben hat in die nüchternste Prosa von meinem nüchternen täglichen Leben. Wie gesagt, es war ein Traum und für Träum ist man halt nicht verantwortlich, gell nicht?